Als die 15-jährige Megan, die lebt mit ihrer Mutter zusammen in einer sehr idyllischen Siedlung, in so einer Goldgräbersiedlung im amerikanischen Westen, inmitten von einem wunderschönen Tal. Und doch idyllisch ist die ganze Gegend, zwar sieht sie so aus, aber sie ist nicht wirklich idyllisch, weil die friedlichen Siedler, die versuchen ein bisschen in dieser Phase vom Goldgräberstatus wirklich sich Wohlstand zu erarbeiten, davon träumen. Sie werden ziemlich mühsam bedroht vom Großkapitalisten. Und dieser Großkapitalist, der versucht mit aller Macht, sie von diesem Land herunterzutreiben, dass sie auf keinen Fall selbst zu Wohlstand kommen. Er ist maßlos in seiner Gier und überfällt sie mit seinen Reiterhorden immer wieder und macht Terror und alles Mögliche. Und regelmäßig kommt er mit seinen Reiterhorden, Pferden durchs Dorf, verprügelt diese Siedler und versucht sie zu vertreiben. Und bei einem dieser Überfälle wird der Hund von der Megan ermordet, erschossen. Und die Megan nimmt ihren Hund und begräbt ihn so ein bisschen außerhalb und tut Grab über die Erde und dann kniet sie nieder neben diesem kleinen Grab und betet an dem Grab von ihrem Hund im Psalm 23. Und immer wieder hält sie inne und fragt, warum und immer wieder bittet sie Gott auch für ein Wunder, dass irgendeiner doch eingreift, dass du Gott eingreifst und dass Rettung kommt in der Not. Ein bisschen später sitzt sie dann in ihrer Wohnung, in ihrem kleinen Siedlerhäuschen bei ihrer Mutter. Mutter macht ihre Hausarbeit und sie liest ihrer Mutter aus der Bibel vor von dem Tag. Und sie liest aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Und just die Verse und just das Kapitel, um das es sich heute an dem Sonntag dreht, Kapitel 6. Und sie liest und kommt zu der Stelle und ich sah ein fahles Pferd. Und dann schaut sie aus dem Fenster raus, während sie das liest, und auf einmal sieht sie da einen Reiter, der auf diese Siedlung zureitet, allmählich zukommt, so ganz langsam. Und sie irritiert und erstaunt, liest sie weiter. Und der darauf saß, dessen Name war Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Wenn ich so an die apokalyptischen Reiter, auf diesem Bild vom Albrecht Dürer, so denke, dann fällt mir eben auch dieser Film an, dieser Spätwestern von Clint Eastwood, Paul Raider. Wer kennt den noch von euch? Ja, das ist schon lange her. 1983 ist das. Das war Paul Raider, das war eine außergewöhnliche Szene, wie der verkleidet als Priester in dieses Dorf hineinkommt. Und sei dahingestellt, ob er wirklich als Retter war, aber so tritt er auf. Andere, die nicht so weit zurückdenken können wie ich, 1983, erinnern sich vielleicht mehr an diese deutsche Metal-Band, die Apokalyptischen Reiter. Kennt die einer wenigstens? Bin ich der Einzige? Oh je, das war jetzt ein Fail. He? Ich habe gedacht, Minimum die Hälfte streckt die Hände und sagt, ja, natürlich. Die haben vor ein paar Jahren eine Art Abschlusskonzert, die kommen alle Jahre wieder, ein grandioses Konzert gemacht, das Metal-Band, das letzte Abendmahl. Kennt das wirklich keiner? Meine Güte. Ich bin irgendwie schräg. Ich bin nicht so fromm wie ihr wahrscheinlich. Ich mache weiter. Ich finde die Band hörenswert. Look, ich habe mich in der Vorbereitung für den heutigen Tag wirklich ein bisschen schwer getan. Ich habe den Text gelesen und habe gedacht, ja, wie um alles in der Welt kriege ich das zusammen? A, wir haben Muttertag, B, wir haben Kindersegnung von meinem Enkel und C, apokalyptische Reiter. Gibt es da einen innerlichen Zusammenhang? Mütter, apokalyptische Kinder und so. Und ich habe lange darüber nachgedacht und dann kam mir irgendwann die Erkenntnis und ich habe es gemerkt, es passt nicht zusammen. Es passt wirklich nicht. Es tut mir leid, ich habe es auch nicht passend machen können. Es ist so, wie es ist. Schau, dieser Abschnitt aus der Offenbarung, aus Kapitel 6, wo wir gleich noch miteinander lesen, der ist berühmt und berüchtigt und man versteht ihn manchmal nicht richtig, was passiert alles da. Es sind gewaltige Bilder, werden da gezeichnet, aber vielleicht hilft dieser Text ein bisschen realistischeres Bild über Gott und Menschen zu kriegen, auch am Muttertag. Offenbarung Kapitel 6. Nun sah ich, wie das Lamm eines von den 7 Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der 4 lebendigen Wesen rufen, komm. Und die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag
klang und auf einmal sah ich ein weißes Pferd, auf dem Pferd ein Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten Mal ist feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er hielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Und als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen siegeln, komm, rufen, komm. Und diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die 4 lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, 1 Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, 3 Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn. Aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Und als das Lamm das 4. Siegel öffnete, hörte ich das 4. der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war es pfahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, 1/4 der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Albrecht Dürer, unser Design ist davon, hat das so dargestellt. Der erste mit dem Pfeil, das Feuerrote, das Schwarze mit der Waage in der Hand, wo umher weht da und ganz unten der Pfahle auf dem pfahlgelben fehlt. Eindrücklich. Ein Kapitel vorher geht es los. Es heißt dann, das Lamm darf diese Siegelrolle wirklich öffnen. Und in Kapitel 5 wird ausführlich beschrieben, wie da zuerst so ein Löwe von Juda eben als Symbol für Jesus ist und dann dreht sich der Johannes um und dann sieht er dieses Lamm, was jetzt würdig ist, scheinbar diese Buchrolle zu öffnen. Und dann entsteht ein Riesenjubel in dieser Szene im Himmelssaal. Das ist die eine große Bühne, wo der Offenbarung hineinzoomt. Alles jubelt, fällt nieder. Der Michael Settnick hat letzte Woche das eindrücklich hier gelesen. Und große Freude herrscht. Okay, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Die Siegel an dieser Buchrolle, die sitzen alle so von der damaligen Zeit so hinten, der Reihe nach darunter. Und da wird beschrieben, jetzt soll diese Buchrolle gelesen werden. Aber die Buchrolle kannst du nur lesen, wenn du jedes einzelne Siegel aufgebrochen hast. Siegel wird es versiegelt und dann wird es aufgebrochen und dann kann man das Ganze lesen. Also du kannst das Ganze erst lesen, wenn alle 7 Siegel aufgebrochen sind. Und das ist noch ein wichtiges Detail. Die Überlegung hilft uns, sich von einer Vorstellung zu verabschieden, die vielleicht nahe liegt und doch trotzdem falsch ist. Die Vorstellung nämlich, dass dieses Lamm Jesus jedes einzelne Siegel nacheinander aufbricht. Nacheinander, so wird es nämlich so da beschrieben. Und dass das denn so eine Reihenfolge ist. Jedes Siegel zeigt dann wie so ein Zeitabschnitt, der irgendwie Gottes Plan, dieses Gericht, dieses Verrückte irgendwo nach und nach deutlich macht. Weil Siegel 1 wird dann heißen Kapitel 1, Siegel 2 Phase 2, Siegel 3 Phase 3. Dass das so nacheinander zu verstehen ist. Und dann würde in der Vorstellung bedeuten, dass jedes Siegel so quasi wie so eine Zeitperiode darstellt, in der verschiedenste Dinge passieren, ereignen sich. Aber wenn man dem Gedanken folgt, dann kommt man in große Schwierigkeiten von dem ganzen Text von der Offenbarung her. Muttertag hin oder her. Das führt uns wirklich in Irre, du hast wirklich Probleme hinterher der Offenbarung richtig darin zu verstehen. Ich glaube, wir müssen viel mehr uns das auch vorstellen, was da passiert. Es ist so Multitasking. Jesus tut alle diese Dinge quasi miteinander öffnen und dann werden sie entfaltet und dann finden sie statt.
Das ist die Verwirklichung dessen eben nicht nacheinander, sondern miteinander. Aber uns wird es wie nacheinander geschildert. Uns wird erklärt, da passiert das und das und das, um das mit deutlich zu machen. Und die Leute der damaligen Zeit wussten, ja, ein Siegel, das muss man das aufbrechen, das aufbrechen, das aufbrechen. Das war für ihre Zeit vollkommen logisch. Aber es ist nicht in Zeitabschnitte gedacht, weil sonst macht der ganze Text hinterher überhaupt keinen Sinn mehr. Um was geht es da? Es geht um 7 Siegel, 4 Reiter und 7 Siegel. 4 Reiter, 7 Siegel. Das erste Siegel, und Siegel, wenn man es denn aufbricht, dann wird was entfaltet. Das erste Siegel wird aufgebrochen und ein weißer Reiter, ein weißes Pferd. Und es wird geschildert, das ist ein Eroberer, ein Sieger, hat eine Krone auf, er hat einen Pfeil. Und so wird er immer dargestellt. Es gibt sogar manche Ausleger, die dachten, ja, es könnte ja auch Jesus sein. Er hat eine Krone auf, weiß und so weiter. Aber nochmal, das war geschrieben an die Leute der damaligen Zeit. Wir müssen genau das als allererstes mal verstehen, was hat das für sie bedeutet. Weiß, das war die Farbe von Eroberern. Krone, das wussten alle im Römischen Reich, das ist der Kaiser, das ist ein Siegeszug, niemand kann ihn aufhalten. Und das war ihr Verständnis der damaligen Zeit. Das war der erste Reiter. Das zweite Siegel tritt auf und dann ein roter Reiter. Ein roter Reiter ist die Rede von einem feuerrotes Pferd. Und das kontrollierte die Macht vom Krieg. Es geht wirklich um Krieg. Und jeder der damaligen Zeit wusste, hey, Krieg hier mit großen Kriegen gegen andere Völker hat sich das römische Reich überhaupt ausgebreitet. Wenn du irgendwas machen willst, du musst voranreiten. Krieg ist die Macht, wo alles niedermacht. Und das dritte Siegel wird aufgemacht. Und es kontrolliert so das schwarze Pferd von der Hungersnot. Nahrungsmittelverknappung. Das dargestellt mit dieser Waage. Und jeder wusste, und jeder weiß das auch heute, da wo Nahrungsmittelmangel herrscht, was für eine Not die Menschen hineinkommt. Wenn dann abgewogen werden muss, wer kriegt denn was? Und interessant, in dem Text heißt es ja, du sollst den Korn und das Öl, das soll aber nicht weniger werden, all die anderen Sachen. Und das war für viele verständlich in der damaligen Zeit, weil die Reichen, die hatten das Öl. Die hatten immer genug. Wenn alle anderen arm waren, wirklich Reiche, die hatten genug. Das wurde nicht verknappt. Aber die alltäglichen Dinge, für Brotbacken, 1 Kilo Weizen für 1 Tageslohn, das ist unglaublich teuer gewesen. Aber Öl, das war genügend da, weil das war so wie Champagner und Kaviar, da gab es immer. Das 4. Siegel wird aufgebrochen und die Macht vom Tod wird entfaltet. Man könnte auch sagen, vom unnatürlichen Tod. Weil da werden ganz viele Dinge genannt, die an sich nicht mit dem Herzinfarkt zu tun haben oder damit zu tun haben, dass du an deiner Krankheit stirbst, sondern ganz andere Dinge. Wir kommen noch drauf. 5. Siegel wird aufgemacht und da geht es um Märtyrer. Ganze Menschen, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Das 6. Siegel wird geschildert, wie große Erdbeben, riesige Umwälzungen auf der Erde stattfinden. Und beim 7. Siegel wirklich verschiedenste Katastrophen finden statt. Und eine halbe Stunde Stille wird berichtet im Himmel, wie man sich das auch immer vorstellen mag. Eine halbe Stunde war einfach Ruhe. Und dann fingen Posaunen an und die nächsten Gerichte werden wie entfaltet und finden statt. Und das ist das ganze Geschehen in Kapitel 6 und bis Kapitel 7 hinein in der Offenbarung. Verrückt, bildgewaltig wird uns da Sachen beschrieben. Nach dem Jubel in Kapitel 5 in der Offenbarung herrscht jetzt wirklich nur noch Eroberung, Krankheit, Hunger, Pest, Not. Es wird wirklich, wirklich schlimm. Und all das wird beschrieben, was Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, könnt ihr das nachlesen. Jesus hat das alles mehr oder weniger immer wieder betont, das wird passieren. Das wird passieren. Wunder dich nicht, das wird wirklich passieren. Und gerade die Beschreibungen so vom 6., 5. und 6. Siegel, die lassen einen wirklich erschaudern. Die Märtyrer schreien zum Himmel. Wie lange noch? Man denkt automatisch, ich denke automatisch an diese 15-jährige Megan, die bei ihrem Hund sitzt und sagt, Gott, wie lange, warum werden wir immer von den Oberen so runtergemacht? Und sie heult an dem Grab von ihrem Hund.
Und Kapitel 6 redet davon, die Märtyrer schreiben, wie lang denn noch? Und als Antwort kriegen sie nur noch eine kurze Zeit. Nur noch eine kurze Zeit. Geschrieben vor fast 2000 Jahren. Nur noch eine kurze Zeit. Beim 6. Siegel passiert dann eben auch dieses heftige Erdbeben. Die gesamte Erde, Sterne fallen herunter, der Himmel vergeht, Menschen flüchten in ihre Höhlen und sprechen gleichzeitig, die Berge mögen über sie drüber fallen. Also definitiv kein Text für Muttertag, außer dass man vielleicht Mütter manchmal beten, Herr, lass es Abend werden. Der Tag hat sich jetzt wirklich geneigt. Alles sehr lesenswert und zutiefst beeindruckend. Und gleichzeitig, wenn wir einigermaßen aufrichtig so die Bibel lesen, müssen wir uns fragen, ja, wie funktioniert das eigentlich da alles? Wie geht das? Wie kann das klappen? Erst bleibt kein Berg auf dem anderen, kein Stein auf dem anderen, aber dann verbergen sich Menschen in den Höhlen von den Bergen, die dann gerade zusammengefallen sind. Und wenn vorher beschrieben wird, dass Sterne, Himmel zusammen kollabieren, das Himmelszelt wie kollabiert und verschwindet, dann müsste an sich das, was wir kennen, das Universum, so wie wir es kennen und verstehen, aus Raum, Zeit und Materie, vergehen. Aber wenn das Universum aus Raum, Zeit und Materie vergeht, ja, dann fragt man sich, wieso hat es denn jetzt noch Menschen, die übrig sind und die dann zu den Bergen rufen, fallet über mich und sich da drin verstecken. Das eine passt nicht ganz mit dem anderen zusammen, wenn man es so durchliest. Wenn alles weg ist, wieso sind die noch da? Und warum verstecken die sich in Höhlen? Mal ganz abgesehen von der Frage, ob Menschen in ihrer Todesnot, in ihrer höchsten Not wirklich zu einem Berg sprechen, auch in der damaligen Zeit, fall über mich. Krishona, fall über mich. Oder Matterhorn oder Eiger, Mönch, Jungfrau, Gempen, fall über mich und schütze mich. Look, Leute, wir haben das ja mehrmals schon in der ganzen Serie betont, hier geht es nicht um einen Tatsachenbericht. Und das ist wichtig zu verstehen. Ein Mensch der damaligen Zeit, der hätte absolut verstanden, was für eine Bilder da gebraucht worden sind. Der wusste, was das bedeuten kann. Es sind Bilder. Der weiße Reiter, eben die Farbe weiß, das war ein Symbol eben vom Sieg. Ich bin vor kurzem gefragt worden, im Sunday Night Studio hier abends, nach dem Beginn von der ersten Predigt davon, von unserer Serie. Und dann haben sie mich gefragt, ja Ralf, wie muss man das denn jetzt verstehen? Ist das denn nicht wörtlich gemeint, dort, was da in der Offenbarung drin steht? Und ich habe dann gesagt, es gibt ganz viele Passagen in der Bibel, die sind historisch zu verstehen. Das sind wirklich Berichte, Tatsachenberichte, das hat da stattgefunden. Wenn Jesus von Genezareth darüber ging auf dem Boot, dann sind das historische Texte. Dann gibt es andere Texte in der Bibel, das sind poetische Texte. Und dann gibt es prophetische Texte. Und du kannst nicht jeden Text wirklich wörtlich nehmen, das ist jetzt ein historischer Text, der da beschrieben wird. Und Offenbarung ist kein historischer Text, sondern ist ein prophetischer Text. Es wird ganz viel mit Bildern, mit Metaphern gebraucht. Nur an einem Beispiel wird das vielleicht euch schnell deutlich. Gott wird in der Bibel auf ganz verschiedene Weisen beschrieben. Und er wird sehr handfest beschrieben. Gott wird zum Beispiel als Fels beschrieben. Psalm 62. Könnt ihr den Fels mal einblenden? Ein großer Fels, unbeweglich. Und so stellt man sich Felsen, so stellt man sich Bergen vor. Gott wird als Hirte beschrieben, im Psalm 23. Alles Bilder, wo wir kennen. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, Gott ist nur Hirte dabei. Dann wird Gott beschrieben als eine Frau, als Mutter, sogar als Mutter am Muttertag. Gott bezeichnet sich selbst als Mutter, als Frau. Dann von einem Bären. Und wir wissen automatisch, Gott als Bär, ja, nein, das ist noch kein Bär, das ist kein Bär. Das ist die Miniaturausgabe aus dem Bär. Aber bleiben wir bei dem Bild beim letzten. Gott bezeichnet sich selbst noch als Motte. Er bezeichnet sich selbst als Motte. Hosea. Hosea 5, Vers 12, könnt ihr daheim mal nachlesen. Jetzt hat man sich Gott als Motte im Kopf. Ich denke, die meisten gehen sagen, Gott als Motte, was ist das?
Aber lest den Kontext mal nach. Wir wissen automatisch, Leute, das sind Bilder, die gebraucht werden. Und keiner sagt, Leute, das ist jetzt so. Aber es hat eine gewisse Eigenschaft dahinter. Und das waren die Texte, auch die prophetischen Texte, gewisse Bilder, brauchen Bilder, um da was deutlich mitzumachen. Look, wer die Bibel ernst nimmt, der darf sie nicht an allen Punkten gerade wörtlich verstehen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen müssen, dann müssen wir den Text doch richtig anschauen. Und dann macht es auf einmal auch durchaus Sinn, was da beschrieben ist für unsere heutige Zeit. In dem Sinn, so wie zum Beispiel ein bekanntes Buch über die Oktoberrevolution geschrieben worden ist, das heißt es 10 Tage, die die Welt erschütterten. Da ging es nicht darum, in 10 Tagen, das war ein Erdbeben mit der Stärke 5,5 damals in Petersburg, sondern es geht wirklich um Dinge, die die ganze Welt erschüttern, so wie die Zerstörung vom World Trade Center, der Fall der Berliner Mauer oder der arabische Frühling, auch als Bild. Da ist wirklich was passiert, wo das hat die Welt verändert. Und wenn wir die Bilder wirklich als Bilder verstehen, dann können wir uns auch wirklich von der Frage verabschieden, wie schafft es ein Lamm mit seinen Hufen 7 Siegel aufzumachen? Hallo? Nur dann macht es Sinn, versteht ihr? Ein Lamm mit Hufe, 7 Siegel, okay, verstanden? Um das geht es und das ist so wichtig beim Lesen der Offenbarung, sie so auch zu lesen. Die 4 apokalyptischen Reiter, die da beschildert sind, sind große Mächte, die die ganze Erde erschüttern. Mächte, die unterwegs sind, die die Völker, wirklich die Geschichte immer wieder versuchen zu verändern. Mächte, die schon immer präsent waren und zur Zeit damals, wo das geschrieben wurde, sehr präsent für die Hörer und Leser der damaligen Zeit waren. Ja, so passiert es. Gott ist im Kampf mit den Mächten und da passiert dann wirklich was. Und sie knüpfen sogar an das Alte Testament an verschiedene Bilder, Sacharja 1 und Kapitel 6, da ist auch schon von Reitern die Rede, von farbigen Reitern, die zum Beispiel Tod bringen oder Hungersnot herbringen. Leute, und wir alle, du und ich, wir leiden auch heute unter diesen Mächten. Wir leiden wirklich die Welt leidet unter den Mächten. Die Macht von den ewigen Siegern und die andere unterdrücken und ihre Krone aufsetzen und durchreiten und sagen, me first. Wir leiden darunter, wir leiden unter der Macht vom Krieg, unsere Erde leidet darunter, dass wir mit Gewalt Dinge lösen wollen, anstatt auf den anderen zugehen und wirklich drüber reden. Wir leiden unter der Macht vom vorzeitigen Tod, Leute, durch Hungersnot, Seuchen, wilde Tiere, Lawinenunfälle, Betriebsunfälle, Arztfehler. Wir leiden darunter. Das ist nicht ausgerottet, aber wir leiden darunter, dass diese Dinge, uns erschüttert das, was hier beschrieben wird, könnte man so zusammenfassen. Es ist ein tragisch durchschnittlicher Tag in der Menschheitsgeschichte. Ein tragisch durchschnittlicher Tag in der Menschheitsgeschichte. Sollte Johannes hier offenbar machen. Und die Leute damals merken, ja, so ist es, so ist es. Und das Kapitel fordert uns wirklich raus, Leute, der Offenbarung. Gerade Kapitel 6, 7 und die nächsten bis Kapitel 14. Vielleicht auch ein anderes Bild von Gott zu bekommen. Ich war ungefähr 19 bis 20 Jahre alt und in meinem Umfeld waren Leute, die haben mich evangelisiert oder missioniert. Anständig, also nicht zu sehr aufdringlich, aber doch beharrlich. Und dann haben sie mir ab und zu so kleine Comics gegeben. Chick Comics. Kennt die einer noch? Also Metal, die kennt einer. Metalband kennt kein Mensch. Ey. Ich weiß ja nicht. Ey. Das waren so kleine Comics, die ich bekommen habe. Rette deine Seele. Das war dein Leben. Das war legendär, das Ding. Die einzige Hoffnung. Die hast du aufgemacht. Ich habe sie extra. Es gibt Bilder von innen drin. Die zeige ich euch nicht. Und ich erspare euch wirklich den Inhalt. Aber im Kern waren die Hefte zutiefst fromm und moralisierend. Und es wurde einem immer gedroht. Rette deine Seele, die Hand. Da waren irgendwelche Dämonen, die dich dann auf das Wasser daten. Und dann, wenn du jetzt nicht die Hand von Jesus ergreifst, dann wirst du untergehen. Der Übersetzer von den Comics waren Chick Comics, hießen die. Das war von dem Autor J.T. Chicks. Der Übersetzer ins Deutsche, der wohnte in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Es war ein ehemaliger Drögler, vollkommen komische Figur, aber er hat sich bekehrt, ein ganz netter Typ. Und hat die Dinger übersetzt und die pausenlos verteilt, im Bus, überall. Daher bin ich mit den Dingern in Kontakt gekommen. Der Kampf um deine Seele. Und immer mit demselben Motto, Gott sieht dich. Und das ist durchaus nicht positiv gemeint. Durchaus. Be careful, I'm watching you. Das war die Idee dahinter.
Als ich dann mit 20 mich dann tatsächlich mal bekehrt habe, entschieden habe, so ein Jesus-Nachfolger zu werden, trotz dieser Comics, kam ich in den nächsten Jahren mit manchen Büchern in Verbindung, die alle über die Endzeit reden. Wim Malgo, ein fantastischer Mann der damaligen Zeit. Was sagt die Bibel über das Ende der Erde? Und ganz viele andere Bücher, wo ihr noch seht, wo ich gelesen habe. Und all diese Bücher, all die Literatur war hoch spekulativ. Und es ging immer ans Ende der Zeit und Gott wird strafen. Pass auf. In all den Büchern wurde ein sehr strafender, mächtiger, zorniger Gott aufgelistet. Eine ganze Liste an Büchern, die es damals gab. Schau, und der Hintergrund für all das, in der Zeit, wo ich mich entschieden habe, so ein Nachfolger Jesu zu werden, der geht weit zurück. Viele Generationen vor uns schon haben damit gerungen, mit diesen Stellen aus der Bibel und so, dass Gott mächtig ist. Gott ist ein zorniger Gott. Heb Sorge, pass auf. Luther hat damit gerungen, wir brauchen einen gnädigen Gott. Wie kann ich irgendwo bestehen vor dem Gott, der so übermächtig und gewaltig ist? Und da wurden Bilder gezeichnet, die waren wirklich sehr einseitig und schräg und zutiefst manchmal auch verstörend und so wenig zusammenpassend mit dem Bild von Jesus, wo er gezeichnet hat im Neuen Testament. Wo er gesagt hat, ich bin nicht einfach ein rücksichtsloses, brutales Gegenüber, der hauptsächlich dich beobachtet und der Freude hat, dass wenn du Qualen hast. Und man hat gesehen, das passt doch nicht zusammen. Aber die Offenbarung fordert dich und mich wirklich raus, unser Bild von Gott vielleicht auch nochmal zu revidieren in unserer Zeit hier. Und zu revidieren heißt jetzt nicht irgendwie komplett auf den Kopf zu werfen, sondern einen Gott zu sehen, der nicht nur harmlos ist. Wisst ihr, in unserem Bemühen, Gott wirklich als nahender Gott zu sehen, glaube ich, sind wir dazu übergegangen, Gott in so einem Bonsai-Format zu sehen. Ziemlich gut zusammengeschnitten, der passt so in den Blumentopf, den kannst du dir ins Wohnzimmer hineinstellen, so, das passt schon mit dem Gott. Aber es ist ziemlich zurechtgestutzt, das wächst auch nicht besonders und vor allen Dingen ist es auch nicht furchteinflößend. Ein nettes Bäumchen. Und das ist eine Fehlentwicklung, wenn wir Gott nur als harmloses, nettes Bonsai-Göttchen anschauen, wo einfach jetzt mal guckt, was hier gerade so passiert. Gott ist zurechtgestutzt worden. Und Offenbarung fordert dich und mich wirklich heraus, hör auf, Gott zurechtzustutzen auf ein Format, wo dir passt. Gott ist durchaus ein Gott, der sich einmischt. Und in unserem Bemühen, von dem ungnädigen, zornigen Gott wegzukommen, glaube ich, sind wir ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ein bisschen stark von einem Gott, der als lieber kuscheliger Daddy, wo man am liebsten nur irgendwo auf den Schoß springen möchte und der dann vielleicht gelegentlich mal die Stirn runzelt, wenn wieder was falsch gegangen ist. Und Offenbarung verabschiedet uns davon und sagt, nein, der Gott ist durchaus sehr ernst zu nehmen und der Gott, der mischt sich auch ein. Wenn wir Gott auf ein Bonsai-Format reduzieren, Leute, dann sind wir auf dem Holzweg, sagt die Offenbarung. Und die Lösung ist jetzt nicht ein bisschen lieb und ein bisschen schrecklich. Das ist nicht die Lösung davon. Im 5. Kapitel wird davon gesprochen, eben, dass der Löwe hinterher als Lamm auftaucht. Das ist wie ein Schlüssel für das ganze Verstehen auch von der Offenbarung. All die Gewaltszenen kommen. Nächste Woche wird Matthias Saladin darüber sprechen. Ist Gott wirklich ein Rambo? Hätte Gott wirklich Freude daran, so zu schlachten? Aber das ist ein Schlüsselbegriff, dass ein Lamm tatsächlich sich wehrlos in die Hände von den Tyranneien gibt. Und indem Jesus dem Leben Gottes vertraute, hat er das Machtgleichgewicht dieser Welt wie verschoben. Und das Machtgleichgewicht war, Gott ist weit weg und er kümmert sich nicht um uns. Und wir auf der Erde, wir können machen, was wir wollen. Und wir haben letztlich hier das Sagen. Und auf einmal mit dem Leben von Jesus ist der Tod besiegt worden. Und die Grundannahme, dass Gott sich nicht einmischt, wie auf den Kopf gestellt worden. Weil jetzt gibt es auf einmal Menschen, die Kraft von der Auferstehung und die Kraft vom Widerstand wirklich begriffen haben, die Kraft vom mutigen Opfer. Das ist ein ganz neuer Faktor. Gott, das bedeutet wirklich, Gott ist Liebe, Gott ist das Leben, Gott ist die Barmherzigkeit. Und deswegen kam Jesus, um die Elenden, und das war die frohe Botschaft für die Leute, die das damals hörten, Jesus ist gekommen für die Elenden, euch zu ermächtigen, Kraft zu geben, aufzustehen
und gegen die Mächte persönlich und auch gesamt in der Gesellschaft anzugehen. Jesus hat in seinem Lebensbericht öfters Dämonen ausgetrieben. Und das sind so all die Stellen in der Bibel, wo du denkst, geht schon ein bisschen komisch einher da. Schreien, schauen, reißen, dann springen da über die Klippe und dann Schweine springen ins Meer. Also alles wüste Sache. Und Jesus tritt dann immer als einer auf, der mächtig spricht, sagt, so nicht, fahr aus, weg hier. Und das sind so die mit verstörenden Szenen manchmal. Jesus ist absolut nicht harmlos und nicht nett. Er verursacht einen Clash zwischen den Mächten, die das Leben zerstören wollen, und den Mächten, wo er mitbringt, nämlich Ermutigung und wirklich Befähigung und Kraft. Und stellt euch das jetzt mal vor, nicht nur im kleinen Örtchen am See Genezareth, wo Jesus unterwegs ist, sondern stellt euch das jetzt mit weltweit vor. Dass Jesus im Kampf mit diesen Mächten ist und es auf ein gutes Ende wirklich hinzugeht. Leute, dann kommt ungefähr das heraus, was wir Tag für Tag in den Nachrichten momentan lesen und hören und mitbekommen. Und wir sollten durchaus nicht glauben, dass wir in Europa, auch hier in der Schweiz, auf so einer Insel von den Seligen leben und das ganze Chaos nur außerhalb betrachten. Das ganze letzte Jahr hat uns eins gelehrt. Manche Dinge kommen schneller an uns ran, wie wir jemals dachten. Keiner hätte sich vorstellen können, dass man irgendwie zu Hause bleiben muss wegen einem unsichtbaren Virus, wegen das und das. Keiner hätte sich vorstellen können, dass man irgendwie ein Contact Tracing macht. Keiner hätte sich vorstellen können, dass solche Schwierigkeiten und Einschränkungen so schnell über die ganze Welt kommen, auch über uns. Es war lange weg in China, ja, dann war es mal in Italien, aber bei uns. Und auf einmal, innerhalb von einem Jahr, hat sich was verändert. Johannes erklärt seinen Leuten damals die Welt so, Leute, da ist Gott, das ist ein guter Gott, der liebt seine Schöpfung, der liebt seine Geschöpfe und der überlässt die Sache nicht im Chaos, sondern Gott mischt sich wirklich ein. Aus himmlischer Sicht ist das wirklich Hoffnung. Aus himmlischer Sicht ist das große Hoffnung. Und er sagt den Leuten, ihr seid im Zentrum vom Sturm, das ist der sicherste Ort, aber es ist nicht gemütlich. Ihr müsst verstehen, es kommt da wirklich, Dinge sind um uns drumherum, die sind erschütterlich, aber ihr könnt darauf setzen, erschreckt nicht, lasst euch nicht erschrecken. Ich bin bei euch. Es kommt gut, sagt Johannes. Es kommt wirklich gut. Das ist eine ermutigende Botschaft der Menschen, die extrem unter Druck waren, indem er sagt, das große Finale, der große Reset, der kommt. Der große Reset kommt bald. Letztes Jahr, im Juli 2020, hat der Gründer vom Weltwirtschaftsforum, der Klaus Schwab, ein Buch rausgegeben, das heißt Covid-19, der große Reset. Was kommt nach Covid-19? Und das ist das große Thema auch übernächste Woche vom 18. bis zum 21. Mai beim Weltwirtschaftsforum, diesmal nicht in Davos, sondern in Singapur, wegen der Pandemie. Was kommt? Wie soll die Gesellschaft nach Corona aussehen? Wie sieht die Welt hinterher aus? Und er hat ein paar Thesen zusammengestellt, die sehr beeindruckend sind. Er hat gesagt, look, ja, der freie Markt hat viele Probleme gebracht. Wir brauchen wieder mehr Kontrolle. Die Pandemie ist eine Riesenchance, Dinge jetzt zu verändern, wo man nie konnte. Und zur Eindämmung von all den Dingen braucht es wirklich so eine digitale Kontaktverfolgung weltweit. Und zum Schluss sagt er sehr eindrücklich, look, die großen Krisen auf dieser Erde, wie Pandemien, Terrorismus, Klima, internationaler Handel, das geht nur durch eine internationale Governance, durch eine Gesamtregierung weltweit. Ein großer Neustart. Etliche hoffen darauf, andere fürchten sich davor, andere wünschen sich eine alte Normalität. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Lesenswert. Mit mir macht es Folgendes. Ich freue mich auf den großen Reset, der in Offenbarung 21 beschrieben wird. Dass der Tag kommen wird, wo es keine Tränen mehr gibt. Und dass Gott wirklich das alles abwischt. Und dass Gott bis zum Schluss kämpfen wird für seine Schöpfung, für seine Geschöpfe. Und wir, wie die ersten Christen damals, die das gelesen haben, sagen können, hey, danke, ich bin dabei. Halt durch. Und bis dahin, Leute, werden wir Kinder segnen. Und bis dahin feiern wir Muttertag. Und bis dahin, wenn wir jeden neuen Tag, wie der Luther damals sagte, einen Baum pflanzen und sagen, wir glauben an den großen Reset und bis dahin engagieren wir uns in dieser Welt.
und sagen, wir kämpfen für diesen Jesus. Wir halten nicht nur durch und verkriechen uns in Höhlen, sondern wir glauben daran, dass da einer kommt, der es wirklich wieder in Ordnung bringt. Und so lang sind wir mitten im Auge vom Sturm und halten nicht nur durch, sondern glauben daran. Seid ihr dabei? Ich bitte euch aufzustehen, ich bete noch zum Schluss. Und Jesus, danke. Danke, dass du uns von vorne entgegenkommst, und ich freue mich wirklich auf das, was von vorne kommt. Und ich möchte den Zuspruch auch ernst nehmen, für mich durchzuhalten. Nicht einfach auszuhalten, sondern durchzuhalten und jeden neuen Tag dir anzubefehlen und sagen, das ist ein Tag vom Heil. Heute ist ein Tag vom Heil. Du hast uns geschenkt, und so lange möchten wir den proklamieren. Und so lange singen wir Halleluja. So lange singen wir das. Dieses große Halleluja und stimmen ein mit all den anderen rund um den Globus.